Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Ein schöne gute Morgen all den Dreien an all den neuen Nullausstrafen eisen Minette Mashup Podcast oder schöne gute Mitten oder schöne guten Abend, dass wir am Anfang egal, wenn ihr das da ist, lauscht. Hauptsache ihr da ist von Hashtag Minette Mashup an den sozialen Medien, du könnt da uns followen, du könnt uns liken und ihr könnt natürlich auf eurer Lieblingspodcast-Plattform diese Podcast doch zu aller Blick abonnieren für kein Episode zu verpassen. Es sind aber hauterem Enkel nicht allein. Jenny, Lori und Marike sind dabei. Moin! Hallo! Moin! Mein Name ist Jan und der Name von unserem Gast ist Maxim. Maxim Weber, salut. Moin. Du bist extra von Berlin raufgekommen für unseren Podcast. Wie muss merci dafür? Gerne. Also für mich von Wilson besicher weh. Aber hauptsächlich. Du kannst dich vielleicht kurz vorstellen. Also du lebst am Moment zu Berlin, du bist aber hier von Lützeburg. Ja. Wo kannst du hier, was müsst du so? Ich komme von Uselding. Da bin ich auch Großteil von meiner Kantität a Juren verbrüscht. Und dann sind ich auf München geplant für meinen Bachelor und für meinen Master auf Berlin. Und du schaffst ich auch, wo wir auch dann nach drüber Schweiz werden. Habe ich schon ein bisschen gesehen. Ja, also nicht spoilern. Also wir wollten einen relativ großen Turm da machen. Wir haben dich ob den Minette-Trail invitiert. Und zwar entweder ob der Schluss oder den Anfang. Das hängt davon ab, in welche Richtung das geht. An eine Gemeng, mit der du manchmal auch so manches verbindest, weil die Gemeng hat der man da möglich ein Teil von den künstlerischen Schaffen zu untermehren. Definitiv, ja. Also wenn es der Prix Laurence, genau. Einmal zu Wittenberg. Ja, da hatte ich dir geholt, ich meine 2015 war die erste Jahr, da hatte ich Matt gemacht, da hatte ich die Drittplatz gewonnen, mit einer Kurzgeschichte. Und dann 2016 habe ich schon probiert, dann habe ich dann den ersten Preis gewonnen mit meiner deutschsprachigen Kurzgeschichte Chaudron Fellé. Und die wird dann noch veröffentlicht. Und das war wirklich viel Tieren abgemacht. Und ich assoziiere noch viel mal mit bei Fachgeil, weil ich war mal als Kant gerne dahinter. Und ich gebe schon so, also ich schreibe auch gerne so Speculative Fiction an, für Sachen, mal innovative Sachen und schmengen. Schon hat auch mal mehrere immer gerne als Kant. Das schmengen dort wahrscheinlich mit bei Paul auch eine Rolle gespielt. Ja, weil dann haben wir auch definitiv schon mal festgezogen, wo wir heute sind am Gid vom Betebauer Park. Mal hier mal ein bisschen schon mehr wird der Gid an den Park schwätzen. Wollte ich aber denke vielleicht auf den Prix Laurence zurückkommen. Also 1900, das ist aber lang hier. Ja, schon früh gefangen. 2016 hast du die gewonnen. Kurzgeschichte haben wir da ja auch an unsere Shownotes verlinkt. Die Gemeinde Betebusch wird als gütigerweise zur Verfügung gestellt. Und du hast kurz drauf, das war dann wahrscheinlich irgendwo Motivation für uns zu fangen, deinen nächsten Roman zu schreiben, oder wie? Also die Motivation hatte ich schon für drunter tatsächlich. Für genäht zu sehen hatte ich schon mal in 9 Jahren meinen ersten Roman geschrieben. Also, Okay. Alles handgeschrieben, ja. Schon auch noch bei mir daheim rumleihen. Und dann habe ich auch noch Leiter Fantasy-Romane geschrieben. Aber die waren nie an einem Zustand, wo ich das können veröffentlichen unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe irgendwann eine Novelle geschrieben, die hat auch bei Verlagen angeregt, das war 2013, 2014. Die war furchtbar, die war doch nicht das erste, die jemals gesagt als fünf Leute gesehen habe. Ich war versichert, die zu vergessen. Und die anderen Leute hoffentlich auch. Und dann, ja genau, und dann 2016, das hat mich aber motiviert, definitiv. Also Prix Laurence für dann auch mal einen Roman zu versichern. Eben, weil ich dann eben auch die bisschen die Das ist ein Unerkennung, genau, das weil steht da gut und haben auch Tieren abgemacht, ja. Das Gangrän heißt dein Roman. Du hast in 400 Covid-Pandemie beschrieben und du beschreibst aber eine Pandemie daran. Hast du das so als Synopsis und Tweet lang schon okay oder willst du da noch etwas dabei fügen? Also das ist nicht genau eine Pandemie. Das ist echt ein übernatürliches Phänomen, das sich ausbreitet. Also natürlich Ständigkeiten sind ziemlich groß, weil ich noch dann durch schon Lockdown so geschrieben. Wir waren noch viel filmisch inspiriert von anderen Science-Fiction-Romanen. Das sind eben so gängige Motive. Sind noch Schwurbler mal dran und alles dran. Ja. Genau, ich schon nicht süß daneben an den Lützeburg Kontext gesagt, weil ich fand, dass an der Richtung nicht so viel gut und war auch, ich hatte cool von das einmal das Setting zu verwenden einfach und natürlich auch gut kannte. Für mich war das dann noch ein bisschen mir einfach, das dann so umzusetzen, weil ich dann noch
wahrscheinlich mal eine Recherche betreiben müssen, weil ich einfach konnte ob ja genau das war ein bisschen einfach an der Hinsicht ja genau also das sind immer natürlich Phänomen das ausbricht also Gangren nennen sie da das ist so blau liegend Wurzel ähnlich oder Tentakel kann noch so so Entitäten die sich dann überall ausbreiten auf der Welt an alles was mehr nur wie 4 Meter könnt fängt und also all organisch leben das mehr wie 4 Meter nur könnt das fängt uns verwese ganz schnell und der Prinzip überall und kann nicht abhalten klingt nicht gut ich wollte aber bewusst mehr hoffnungsvoll machen um auch dann ich ging so liest Buch einfach für Rest zu fangen wenn Geschichte ausgeht an das ja wirklich op großen gefallen der Buch was nominiert für den Lützeburger Buchpreis du hast den Chrysalis Award von der European Science Fiction Society für das Buch gekriegt du mal hast aber wahrscheinlich nicht geraschen oder nee der Schluch den Literaturpreis vom Institut Grand Ducal auch gewonnen ja Congratulations. Merci. Ja, dafür sind auch Lützburg, weil wir unsere Fotoshooting dafür, weil es das heißt, das lanciert ist da so richtig als Schriftsteller, den voll ist für die meisten Roman, oder? Ja, definitiv. Also, ob man es mal das schönen Eintrag am Lützburger Autorenlexikon, was auch ein bisschen so ritterschlag ist. Ja, ja, definitiv, das tut mal, finde ich mich so etabliert, wirklich. Mit der Tisch du bist am Endeffekt dann auch Betebusch an der Betebauer Gemengen irgendwo zu Dank verpflichtet wenn ich so definitiv so ja also es ging noch so eine ganz viele andere Autoren mit denen ich befreundet Autorinnen und Autoren mit denen ich befreundet sind die auch durch Betebusch gestartet so wie den Antoine Poe beispielsweise Kollege von mir der auch sein nächster Roman rausbringt und nach einer leider also mein Kollege Cosimo Suglia den auch weil Prix Laurence ganz viel matt gemacht wird und dann so Connections geknüpft wird also die kann man auch den hat auch Poetry Slam ja das letzte gewonnen ja genau ich kann das ganz gut Betebusch ist ja auch so literarisch ganz aktiv am Kader von 2022 schon sie der Comic rausbrüht wo der Ries erst im Park ob Ries geht hast du die gelesen nee noch nicht mit mein Papa der Angst für den Ries hat man nach Haut gesucht gesagt aber ganz freundlich das kann mein Papa Angst für den früher goufen die Geschichte noch mit düster erzählt ja ich höre mal Stove Peter oder so das ist gut pädagogisch den Park der gehört ja seit 1957 ja Zentrum der 50er Jahre ja der Tisch effektiv und dann ja viele Generationen derselben Ries erlebt ja ich bin immer gerne geklommen, also ich habe nicht so viel Angst. Ja, ich meine, Schiedfrieden hast du geklommen, wo ich klein war, ja. Ich meine noch, also es gibt keinen, die keine Erinnerung an den Betebauer Park hat. Da sind wir dann bei unserer Location vom Mond. Location vom Mond. Wir invitieren allmond eise Gercht op eng Spezialplatz am Min an haut si immer ebe beim Ries für dem dei Pap angstört Maxim was dann die flotzen Erinnerung die du selber an de Betebauer Park hörst weil grad festgestellt wir waren alle Guten ha als Kanner méi wie enke an hältst du so Erinnerung gemacht schon pur scheide mal dat Kluttergerüst ganz gern an dann wohin dann so durch de Busch kann da waren irgendwie so Soundinstallation englisch oder so Greiche waren immer Witsch von an hun sie auch den tropischen Dingens du angefordert Tropenhaus und irgendwann ganz in der Mitte verbrücht mich mal so zwei viele schon unzufrieden die du rumgelaufen ich weiß bis heute nicht was das dafür waren schon versucht zu googlen aber die waren auf jeden Fall sind die so frei rumgelaufen die sind mit mir und die da gechillt und sind schon ein bisschen gepickt das war nicht so cool aber die sind mit mir da rumgelaufen und schon mit denen umgefreundet das war eine interessante Experience wir sind am Kabeischen vom Minetrail den direkt an der aller Entrée vom Märschepark zu fahren aus was denke ich die Impression von Heibannen also eine Schitlo ja ich fand ganz gemütlich so. Und ich fand auch den Turm cool wo ich war für drin auch schon drauf gekluttert da muss man vielleicht ein bisschen erklären also an der Entrée vom Betebauer Park steht ein Turm den auch Schiedverein wahrscheinlich kennt den Turm am Anfang
am Jit neben dem Turm, an den Turm als Teil vom Jit, und wir sehen Fedron all an den Turm geklottert. Jenny, Ja, tell kann us ich bis more. ganz abgehen, ja? das ist mega ja kann ich bestätigen ja also das wird kann aus mir bar wussener mehr sind wussener mehr hun sucht dem ganzen erfred mir effektiv kann jemand kann hinkommen an die können bis ober an den Turm klammen so wie Klotergerüse dann über sie Fenstern da gesagt in die einen Seite an den Park die andere Seite an den Busch das wirklich also mega Und ich mein, heute war noch freier Artikel verkauft gehen so ist du für 3 Jahren ne das war die freie Portal Also ich erinnere mich wo ich klein war, wo ist der nach den Ticket Ja, geholt genau. und du werd kies nicht steck mir weit an ja. Du bist das Steck das Ja. wird schon zum Park geheiert und du bist einfach da durchgegangen also das wirklich cool dass du das Gebäude so funktioniert tun an das zu rekommandieren ja weil das wirklich cool du geht Und dann ist auch basiert auf den Renat. Und der Renat, der steht auch an der Entree. Da könnt ihr euch überraschen lassen. sowohl Firmschied wie auch an der Entree vom Park wo eng neue Renat und auch anders sieht selber also am Kabais ja, am sind Kabais sind der Renat von überall denen. zu gesehen ja. Quirky question. was du Brat ja quickie questions immer ja Quirky questions okay wannst du bestimmte Charakter als ein Märchen kennt ziehen wen wärst du an viel wert Meerisch hätte schon immer gerne das ist ein schwer ja, Vielleicht währenddem du den Maxim überlädt, kannst du es so erzählen. für mich ja ich noch gedacht bisschen so vielleicht Red Riding Hood ja also schon im Schritt ziemlich gerne die Wolle war ein bisschen creepy Jenny, ist du eng? Ich, also als Kant ich wollte mal eine Prinzessin sehen oder so ich war wirklich immer so ich weiß nicht so wie nicht Aschenputtel weil das klingt ja nicht so schön nun mehr so ja Schneewittchen mit den 7 Zwergen oder am Tiny House wohnen ich wäre auch gerne von den Zwerge gewischt Nee, für die also, Zwerge, ja das ist Sehr cool schön. das die ferne gut leben ja am Busch das war ja also ein Zwerg ja eine andere Wolle an unserem Podcast als nie der quirky question an ein bisschen über die Gast zu schwätzen als natürlich auch weil den IKCNCI Jenny und Lori sie vom IKCNCI sich um die Industriegeschichte kümmert und dem Miniatur als Industrieregion vom Land als ein bisschen dann auch ja die Industriegeschichte an bei dir kämen wir los Bitburg wird us kein Stahlindustrie mir wusst dir dat Zielen aus Lehm hergestellt goufen Nee. nee Episode nicht Ma ja also am 19. Jahrhundert hat dat ganz dann ugefangen an Bitburger Ziele goufen aber komischerweise nicht unbedingt Hai verbaut an der Gegend mir ganz viel sind an der Stadt benutzt gehen die aus dem uns ja enorm gewusst Ja, die ja, Festungsmauer genau. bis fortfahren die haben bestimmt Ziele Du hast gebraucht die Ziele gebraucht, du weißt, du weißt. Also haut hast du von der Nimmi immens viel ivrig respektive Wese gönnet dat Zielen hai produziert goufen der den schwer noch ein bisschen drauf hinweist als dat engstroß Rue de la Bricaterie oder so hecht an zum engstroß aus num Grünner benannt num Charles Jacquino anbar für den de Jacquinos Park nee, da muss ihn da muss ihn dann aber wissen dass der Begründer von der Zielefabrik sozusagen war okay an did you know sozusagen als dat die junge Lise an der Stadt mit den Zielen von Betebusch du warst an dem Lycée. gut Recherche Also voilà. cool dat du wost aber net dass den wirklich gebaut gin as mat Ziele vu Beete nee, das ist nie Mit erzählt. das schon so, das Gebäude selber ganz zielenlastig. ja, was? auch schon dat war aber net der Dienst war du Industrie zu Beetebusch gouf nee gouf auch Milchprodukt produziert der Tisch Kochkäse ja ganz viel verschiedene Butter Käse und so weiter an der tut am Anfang die Molkerei hat Cellula geheescht das auch zu Beetebusch kann in Orlo am Anfang noch gesehen also pur überrascht davon also ja genau am Anfang das ganz vorbei ja ein ganz
eine ganz andere Funktion. Das am vom Lo umgewandelt gehen an ein Restaurant, an noch, also Wohnungen. Also, ich aber, was witzig ist, auch Dealer gehalen aus der aller Molkerei, diese Matt probiert tun an das Gebäude mit oder dran zu lösen, oder sind rausgeholt, anderem neu dran gesagt, weil er sind das wirklich flott funktioniert. Ja, und du siehst man natürlich als CNC immens froh. Ja. Wenn so alle Gebäude können neu umgewandelt gehen und funktioniert gehen. Und ja, wir wollten am Funk von dir wissen, Maxim, was hältst du von solchen Gebäuden, die neu funktioniert gehen? Hast du zum Beispiel schon aus einem Gebäude gewohnt oder gelebt oder? Ich fand, also selber gelebt von Stadt noch nicht, aber ich fand das immens cool. Also ich sind schon noch große Faible für Urbanismus an Urban Planning, also an allgemein Gebäude. Bei mir da Arbeit machen wir auch setzt mal so viel Sanierung von allen Gebäuden an. Also. Und ich fand das auch cool, wenn so Sachen funktioniert gehen. Und ich fand das immens sinnvoll, auch aus ökologischer Sicht, also wenn das so funktioniert. Und auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Kulturfabrik war ja auch früher Schlöchthaus. Ja, genau, Schlöchthaus. Ja. Also ich fand das auch immens interessant, weil dann holen die Plätze noch immer Geschichte an die, ja. Oder die Schungfabrik. Ja, genau. Wo notamment jo dann auch Ausstellungen an Konferenzen vom Moortag sind. Absolut, auch absolut. Funktioniert gehen am Kulturzentrum. Ich kann dir Geschichte von der Schung erzählen, aber ich wollte Maxim ein bisschen ausfrohen über die paar Arbeitsfrohen, Arbeitsquestions. Schon Vakanz. Work. Question. Mir was ja nicht wert, als Schriftsteller zu schaffen, und das ist ja aber auch ein Arbeit. Ja, du lebst davon? Also ich lebe am Funk von meiner Hauptarbeit. Okay. Aber so Schriftsteller ist noch so nebenbei. Du Okay, kennst das- aber viel, also Oh ja, du also hast ich- nicht gegeben von der so Kugelänge wie für dem J.K. Rowling Oh ja, oder klar, so. klar. Ja, also das- es wäre schon etwas, was du ausstrebst. Ja, also Leschke hat auch mein Chef mich, weil er Weihnachtsfeier hat mein Chef mich gefragt, so, gewollt gehen, dass der Preis vom Institut Kontikal gewonnen hat. Und da war ich so, ich sollte ihm so, das wäre Letzburg Nationalakademie. Und so These, ich hoffe, du bleibst dabei, als wenn du Success ist. Und ich war so, oh ja, sicher. Das dann habe ich wirklich gerne. kannst du vom vielleicht- Schriftsteller Leben kennt, das ist ein Leben Ja, kennt. Weil ich das ist natürlich, ich anders, natürlich ja. starten. Kannst du vielleicht kurz erzählen, weißt du dann dein Brot verdienst im Moment? Ich hoffe, an der Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei einer deutscher Umweltschutzorganisation, also Deutsche Umwelthilfe. Das heißt, dass da auch schon wichtig, dass du an den Arbeit lebst. Ja. Du bist ja auch ein ziemlich junger Mensch nach, also für Das war merci. mich bist du auch so ein Teil von der neuen Generation, die sich auch für Umweltschutz ersetzen. Das ist noch alles ziemlich jung bei alles auf der Arbeit, so. Oder am meinem Alter, ja. Mir das ist, das für dich dann wichtig, auch irgendwo seinen Schaff zu hören, an der erste Stuhl kannst. Ja, 100%. Also ich kann nicht machen, wo ich irgendwie keinen Sinn dran gesehen. Ich hatte ein interessantes Buch von David Graeber dazu gelesen, Bullshit Jobs. Und das war für mich immer so eine Horrorvorstellung, ich angefangen mal zu schaffen, von dem beschrieben wird, dass vielleicht an der westliche Gesellschaft so Jobs, wo sie wirklich keinen Sinn dran gesehen haben, wann die Jobs von einem Tag und anderen verschwunden gingen, gibt es nicht viel anderen. Ja, Und das ist ein bisschen so mein Horror, das so einen Job weiß zu schon machen. viel aus. Ja. Das ist schon, Und das geschieht auch im Moment ganz viel von highly recommend Bullshit Jobs Buch Ja, das ist gut. als Warnung. Wer ist es dann für dich? Berlin kann ich persönlich auch ein bisschen schon 5 Jahre lang gelebt. Ich bin noch schon 5 Jahre alt. Aber ja, das ist ja eine Stadt, die auch ein bisschen wie New York auch gibt keinen richtigen Rhythmus. Also jeder kennt sich als Künstler oder als Schriftsteller auch, kann ich mir vorstellen, dass er sich so seinen eigenen Rhythmus abbaut. Ja. Wie gehst du dafür, wenn du an dein Buch antauchst? Hast du da eine Methode oder kannst du beschreiben, wie du schaffst? Du warst ja gerade am Gang, in einem englischen Roman zu schreiben. Ja, genau. Ja, wie funktioniert das? Wie schreibt den Roman?
Das ist Ja, Microsoft Word op. Nicht mit der Hand, weil das schon mal... Ich kann aber viel die mit der Hand schreiben nach, weil sie meinen, dass das Ja, mir das Kind nie muss. Also. ja, aber da war also nicht so sehr. Aber ich frage mich auch immer, wie hast du das so als Schriftsteller so wie du wenig schreibst? Dazwischen, da, ja, so wie gesagt. So Also, ich versuche immer, man ein bisschen Zeit, also das ist wirklich schwer, die Zeit zu vereinbaren, so. Also, so Dayjob an Schriftstellerei. Aber meine Arbeit geht halt doch frei rein, wo ich dann kann während der Arbeit schreiben. Also, wenn es immer viel Arbeit, mir heißt es doch so Zeit, wo ich dann nicht zu Das ist tun. ja auch ziemlich Und dann- progressiv, das ist Ja, cool. also, ich weiß nicht, ich meine nicht, dass sie wissen, dass ich darunter schreibe. Boah, Okay, das ist solange aber ich- eine Sache. Solange ich wegen Sachen mache, das ist kein Problem. Na ja, das wie eine Notiz machen, da wahrscheinlich so. Wieso ist immer nur der Arbeit für sich nicht dann mal aber Zeit zu holen dafür, auch wenn ich nicht viel schreibe, das will ich ein bisschen abschreiben, weil ja, einfach vielleicht nicht rauskommen aus der Geschichte zu viel. Die letzten Monat hatte ich leider nicht so viel geschrieben. Mit der Tisch du bist Loken, den sich so ein Weekend lang aussperrt, dir hat dazu Hölz, was weiß ich, Kurwurst, ein Two Chips mit 15 Liter Instant Kaffee Ramen. Dafür oder... wäre Jitty auch ganz praktisch. Ja. Das will ich auch gerne machen, so eine Autorresidenz. Also das ist wirklich ein Ziel, wo ich mich da komplett darauf fokussieren, obwohl da wahrscheinlich auch den Druck ist, etwas zu fabrizieren. Ich Gibt versuche, ja aber sicher auch zu Lützburg, ne? Ja, ja, zu Berlin auch. Gut, Ja. da war eine Kooperation mit der Autoresidenz, das hat mich auch schon, oder das gibt die nach, also das hat mich auch schon beworben. Also das was ich gerne gemacht will. Ja, also mein Prozess beim Schreiben, das ist schon so, dass ich dann schon so einen ganz langen Notes, also meine Notes-App und ich so in Dingen ist mal ganz viele Ideen. Benutzen ich auch, das ist Ja, ja. mega praktisch. Ja, Ja. also ultra praktisch. Wirklich, wenn mal Ideen kommen, da versuche ich die, also meistens kommen dann irgendwie Ideen an alle möglichen Kontexte, also heißt einfach so, zum Beispiel nur den Roman, den ich schreibe, selber eine Kurzgeschichte, die ich auch veröffentlicht habe. Und du hast mir einfach in der einfach das Bild an den Kopf gesprochen und statt als Kurzgeschichte gesagt. Also es geht um Objekte, die zum Leben erwachen und Bewusstsein entwickeln. Internet of Things. Ja, Spannend. du kannst definitiv Parallelen sehen. Also es sind alle Objekte, die zum Leben erwachen. Also ein bisschen problematisch mit Menschen. Und die bauen dann hier eben Zivilisationen und so. Und ich wollte halt ein bisschen ja, am Roman noch ausbauen, weil ich fand schon, dass das Potenzial hat. Gehört du ein Grund, wie weit du auf Englisch geswitcht? Was? Also du war der Kurzgeschichte, das war die erste, die ich auf Englisch geschrieben habe und dann und hat mir das gefallen. Und dann ist gefallen auch andere Kurzgeschichten auf Englisch zu schreiben. Und dann hat mir das irgendwie und statt beibehalten. So. Weil ich hatte auch letztes Jahr ein Theaterstück mit Maskenada, Rote Folie durch die Boden. Ja. War mir nicht eben, zu La Sauvage, wo man die Legende von der La Sauvage eben neu interpretiert haben. Und du und Joe Blitzburg, das war eine interessante Experience. Das war ungewöhnlich, mir hat auch Spaß gemacht. Der Tisch, das war der Dicht, was du Blitzburg Ja, das geschrieben ist ja hast. Blitzburg geschrieben. Komm, wir kommen zurück bei den Herbst, vielleicht bei der deutschen Umwelthilfe. Also das Thema, das du dein tägliches Brot verdienst, du musst Pressekommunikation so Herbst, an unter anderem gehört du zu dem Aufgabebereich eures Podcast. Und wie ein Sujet geht dann in den Podcasten? Wir hatten über Erdgas, also inwiefern Erdgas problematisch ist, weil da könnte ein bisschen so An Deutschland, das ist ja ein größtes Großes Sujet Thema, seit ja. dem Anfang vom Ukraine-Krieg. genau, Ja. genau. Und noch, wir hatten uns auch schon viel runter mal befasst und was jetzt natürlich viel mehr abkommen, wenn es die ganzen LNG-Terminals, also und da könnte ihr auch so als nicht so umweltschädlich durchgestaltet mit am Anfang, also da wirklich auch problematisch, weil du so Methan und den Pipelines raus könnt, das dann über einen bestimmten Zeitraum mehr klimaschädlich, also wirklich immer klimaschädlich ist. Ja. Und dann hatte ich auch noch einen Podcast über Fernwärme, Wärmenetze. Das war ein bisschen wie so ein ganz für mein Enkelpublikum, das ist wirklich so Fachpublikum. Hallo hat man auch über Verkehrswende an Deutschland. Die war ganz interessant, da hat man die österreichische Verkehrsministerin hat man als Gast den Toni Hofreiter so Nachleit. Spielt für dich eine Rolle über den Podcast die klare Message zu übermitteln? Ja, ich fand das auch gut. Ich habe auch privat einen Podcast gestartet mit einem von meinen besten Freunden, wo wir über Musik schwätzen. Und Cool. du hast, Wie hieß den dann? das ist ein Arbeitstitel aus The Sockscast, wenn man Wen du geschrieben? wenn wir so die Gag gemacht, wir spielen ein Genre, das heißt Shoegaze
das ist wirklich ein Insider. Also, wir spielen eine Genre, das heißt Shoegaze und das heißt so, weil in so viel Gitarrenpedale verwandt. Man guckt ihn immer auf Schwung. Aber wenn dann irgendwann 30 Socksgaze kann man aber an Strom als Demo abgeholt holen. Dann irgendwann kann man einen Sockscast. Und da schwätzt man über Musik. Aber so DIY, wenn DIY-Musik möchte, du musst noch schneiden. Mehr du, hast dann nicht so wichtige Message, an der hier sich das wirklich engagiert ist. Obwohl man jetzt natürlich auch über Sachen abregen, die du, das ist immer ein bisschen politisch natürlich, aber du hast da ein bisschen entspannt so. Also ich fand die zwei entspannt abregen. Ja, genau. Mit richtig guter Über Leute, die, in the background. über Leute, die furchtbar als Musik abholen, so Producer. Du machst ja auch selber Musik. Ja. An welche Richtung geht das? Auch so Musik. Dream Pop, mehr atmosphärisch, Shoegaze, Cool. ja, Post-Rock, Ambient, ganz viel. Interessant. Ja. Man sehen an der Minet UNESCO Biosphäre Center 2020 als die ganz Gegend von Minet sind 200 Quadratkilometer die 11 Gemengen, die dazu gehören, von der UNESCO als Biosphärenreservat akzeptiert gehen am weltweiten Reso von den Männern der Biosphäre Schutzgebieter. Assoziierst du de Minet mit Natur oder was sind so die echt Gedanken, die da bei Minet kämen? Also Ludwig als Theaterstück, der immer geschrieben hat, Maskinade, da hat man auch ein bisschen die Konflikte Natur und Industrie aufgegraben. Ich meine, das ist echt das, was ich mir nicht assoziiere, weil das tun wir auch versucht, an dem Theaterstück so durchzustellen, dass du eben dann angefangen hast, zu Lassovac eben die Minenarbeit zu betreiben und dann hast Lassovac eben wird quasi anscheinend immer der sabotiert so und das ist dann auch der Konflikt, den für mich am Minen bis jetzt, dass eben die ganze Industrialisierung und dann eben noch zusammen mit der Natur. Ich meine, da ist immer ein bisschen Konflikt, also so, dass ein bisschen mehr in die Richtung schwankt, dass die Natur sich Natur zurückhält, sozusagen, und dass der mehr Platz gelost wird. Ja, respektiv Natur hört sich die alle Industriesitten zurückgeholt. Genau, ja. Tagebaugebiete. An etwas Vorfestungsreiches draus gemacht, sowohl von der Landschaft wie von der Biodiversität, wie vom Erlebnis, war den du kann nur noch von der Rau. Rau kann ich noch an einem Busch holen, so wie eben Hai zu Betebusch am Park am Busch. Wo hast du Lieblingsbusch? Egal wo du wärst. Oder was du kein Buschmensch? Da ist ein Büscher ziemlich gern. Also als Zwerg kein Ding. Ja, Wisst ihr mal. Schon bei Eis zu Uselding und ich hier so ganz gern. Ich weiß auch immer, es kannt. Und dann zu Berlin sind echt so Parken. Also Treptower-Park, manchmal schön, wenn man da geht. Planterwald. Das ist 20 Minuten von meinem Hausfurt. Ja, du kannst ihn aber auch wirklich so antauchen an den Planterwald und das ist mal. Ja, das ist auch so, okay, das ist trotzdem mit meinem Haus und schön, so wie wenn ich gerade nicht mehr in der Stadt wäre. Ja, Jenny Lobby soll man die zwei Berliner ein bisschen über Berlin Ja, ich meine, sie könnte noch nebenbei noch einen Podcast machen über Berlin. Was am Planterwald schon am Sommer, weil du gehört auch so Spray-Duschen. Ich habe nicht gesehen. An Fancy-Busch. ausdehnen. Ausdehnen. Am Planterwald sich erfrischen. Ich der Parken zu Berlin, weil eben, ja, das auch mir nur urbane Milieu. Du kennst ihn dann aber froh, Berlin als Jüdisch, aber trotzdem auch ein relativ Geringstaat. Ja, definitiv. Also. Das ist etwas, was man als Europäer in den nächsten Jahren, Jahrzehnten muss mehr jucken. Ja, definitiv. Also ich bin noch der Meinung, gibt so ein Konzept von Rewilding, wo ihr dann auch verschiedene Bereiche von der Stadt dann ist quasi an Wildnis oder Natur verwandelt. Ich fand halt auch gut, aber wir müssen halt einfach besser mit der Biosphäre insgehen, der auch mehr rahmenlos sind. Weil das hilft auch, also das mehr schön gleichzeitig, weil das eben nämlich so ein grober Betonwüst. Und andererseits hilft auch beim Klimawandel, weil mehr Grings, also mehr Beam, weil mehr Beam pflanzt, hilft ja auch an der Hinsicht, weil der auch CO2 Speichern genau. Und plus geht am Sommer sollte lo wirklich mir warm gehen, bleibt das mega agreeabel an der Stadt, wie auf den größten Betonswüsten. So, wenn's, ja, sind schon mal ein bisschen, bei der Stadt Lützeburg sind schon mal ein bisschen, ja, da wird um Knödler gerade geschieht. Ich denke mal so, gibt so viele andere Beispiele, als andere steht, weil die machen kann. Und dann meinen sie eben einen Betonswüst dran. Ich fand das ist nicht der Weg für Zukunft. It's quiz time. Da kommen wir von den Bämeren zurück bei Zielen an, nicht bei Butter, aber bei Zielen.
Wir hatten ja viel drüber gesagt, dass der junge Lycée an der Stadt mit den Zielen aus Beeteburg gebaut gouf. Und lo ist froh, wie viele Zielen haben sie für den Lycée gebraucht? Maxim, Ja, Maxim du Parker. kriegst 3 Alternativen. Du musst Ja. nicht einfach so, du kannst aber eigentlich an Blut rausschießen. Also, man's- Ich kann auch Gäste. Also, ja. Ob man's 3 Pardon, Maxim, ich vergiss das ganz zu erklären. Also, du kriegst 2 Fragen gestellt, also nicht du allein, mehr hier an Tron. Und dann kriegst du immer 3 A, B oder C und dann kannst du. Ob man es 3 Hunde zwar schon mal ein ganz guter Approach fand. Ja? Voilà, genau. Ja, schon mal gerade. Das ist schon nicht schlecht. Also, 1.500.000, 500.000 oder 50.000. Das ist egal, wie ein bisschen mehr wie 3. Zu viel Zillen. Ich gebe so 50.000 Okay. Was so Indianer? Das ist ein größtes Gebäude und sie klein Zillen. Also vielleicht 500. 500.000. Ja. Schau mich raus, weil schon Ja, vor- Lori, vorbereitet. ja. Nee. Das ist tatsächlich 1.500.000. oh, wow Ja, das, also du hast aber müssen viel Ziele an den Start schläfen. Ja, aber Beeteburg an Stadt werden dem so manst schon mal im Zug verbunden. Vielleicht haben sie die benutzt für ich ja. hoffe Insofern, ja. es gibt ja nicht so viel Auto Ja, genau, du wirst dann auch besser durchkommen mit den Zielen. Also Ich für gebe nicht lange, lange. dass das so viel wäre, wenn ich Gebäude Nee. seid. Nee, ja. Ich war Nee, ich- überrascht, wo ich das rausgefunden Ja, schon voll. durch die Bause gesagt vielleicht wäre das doch mal Frage Ja, das ist effektiv ja, wahr, aber stimmt. je aber wann ist ja nachdem, noch viel mehr Ja, stimmt. das, du hast Ja. einen guten Punkt. Das Für allem- da musst du verdürbeln. Irgendein hat die Zille gezählt. War du stungen an Alkers, Ziele wenn den gezählt. eng auf den Waggon gelöst hat, hat er was sich gezählt. verzählt hat muss nicht so Ah, viel ja, umdenken. An, was hast du gest gemacht? Ziele gezählt. So, zu unserer zweiten Frage. Direkt hat dem Mitbauer Parkleiter Bungert Altenhoven. Ich weiß nicht, wie ich schon heute von Abseieren hört. Nee, noch nie. Also, du hast froh, was er so speziell an diesem Bungert? A, er ist schon hinter der Zeit von der Reimer also gelöscht. B, mit über 1200 Obstbäumen, also der größte Bungert vom Land. Oder C, mit seinem Obst gehen exklusiv deren am Beeteburger Park gefedert. Du hast nicht mich das Kehr raus, weil die Frau kennt von mir. Ja, die 3 Antworten gefallen mir allen 3. Ja, also, Also- ja, geil. Ist schon C C? Ja. Okay. Ich denke, so vom Numm her könnte doch sein, dass alle aus und alle Bongert vielleicht Arme, bon, alle guten, die Antworten klingen gut. Ich wäre auch für 3 mal. Für dreimal? Nee, das aber mit über 1200 Obstbäumen der größte Bungert Oh, vom wow. Land. oh wow Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Nee. Ich habe doch leichter gesagt, das wäre den einsten. Kann den vom Park aus dahin? Du kannst nicht direkt aus dem Park dahin, aber du kannst, wenn du 4 zur Entree vom Park rausgehst, du gehst dann nur jetzt Richtung Beeteburg. Du 4 um Parking vom Fußballsterra geht der Wehr ran. Und du kannst den lernsten Park und du kannst haben an der Bungert in aus 16 Hektar groß. Es steht komplett in der Naturschutz. Du hast am Sommer hast Kei, die drauf weiden. Du kannst dann mit der Kei durch den Bungert spazieren. Das ist wirklich flott. Und, Das kann ich noch dahin gehen. Na, so viel ist aktive zugänglich, für den ja. Publikum. Ja, ja. Der Tisch, der will noch Obst plecken. du Oder kannst. gehen nicht, ja. Du kann also gehört der Stiftung Hölle für die Natur Ja. die auch betreiben an die Dürbs doch rauswählen die organisieren regelmäßig am Herbst Pleckkuren Schneidkuren und die Beam für das sie proper Wurse können und, also das ist definitiv ein Bungert den ich eigentlich entdecken kann die größte Bungert vom Land auch von den Bungerte wahrscheinlich echt auf anderen Plätzen am Land ging sicher gut wie an dem Minat Wie seht ihr denn ob andere Sprachen bongert? Orchard Ja, Orchard, ja. Orchard? das fand ich schön auf Ja. Englisch ja Auf Deutsch ein Obstgarten Obstgarten. Ja, hab ich auch noch gesagt. Weil und letzte Woche schon unter am coolsten Bungert Bungert, ja, das Ja, ist mir- witzig. Wo könnt ihr? Ja, für Bungert. das ist ein gut ich überlege nämlich gerade natürlich schon 3 mal nicht unbedingt bongert das ist braucht. Das ist aber ein gut froh. Ja. Ich gehe mal so an einfach, wenn du eine Antwort drauf wirst, Ja, Mal diese Kommentare. Etymologen
Ja. Froh, meine Mom, sie sitzt besprochen. Der Kommentar ändert also Post. Ja, genau. Ändert den Post vom Podcast, könnt ihr euch das erklären, den weiß. Die kriegt auch noch ein Kado von uns. Ich meine, wir haben noch, kennst du den Minetspieler? Oh ja. Die letzte Jahr rauskommen voilà. sind am Kader von 2022 zusammen mit dem Biosphäre-Reservat. Also, wenn von euch uns erklären kann, wo den Herrn Bungert hier kennt. Da kriegt einen, kannst du den Minat spielen? Ja. Da musst du noch gewonnen an dem Spiel, weil also. Wenn du schon weißt, wo das hier könnt. Ja. Maxim, ich will dann einfach ein Kehr, wenn wir schon bei kennst du den Minat sind, du drunter unhaken. Du bist ja nicht wirklich aus dem Minat. Du hast also erzählt, dass du ob der Zoversion erwähnt warst für den Röde vor dem durch den Röde Boden. Aber geht es für dich irgendetwas, was den Minat so richtig definiert? Das ist ein gut froh. Ein Gebäude, ein Platz, ein Gefühl, Leid. Ja. eine Person, ja. Egal wie ich antworte, wetten pro Minute Rosen sehen, was ich dann. Nee, ich weiß nicht. Ich überlege. Ich meine, du hast für drunten etwas Interessantes gesagt, so Natur und Industrie zu Genau, summen. ja. Das finde ich ziemlich interessant. Ich Ja, weiß nicht. also ich assoziiere noch immer Tischuhren zu Ballwahl. Weil die sind ja verlos und du hast auch schon ein bisschen Natur und die repräsentieren so Geschichte von Lützburg. Also das ist viel Geschichte am Minat, also auch geologisch gesehen, das ist ja auch ganz interessant, und dann auch historisch gesehen. Das ist geschichtsträchtig sozusagen. Da fand ich, gibt Minat definieren. Also das die andere, die der Flützburg eine Lochgeschichte hatte. Das ist schon ein interessanten Spielterrain auch für eine Science-Fiction-Novel. Ja. Also ich meine... Und effektiv, während der Pandemie war rundherum Teige wirklich ein bisschen wie Science Fiction, weil das war so ein bisschen Ghost Town. Ja, so postapokalyptisch. Ja, genau, das war wirklich. Und dann die Gebäude dann da rundherum an Teige. Ja. Du schreibst so kein Science, mehr wie hast du das genannt? Speculative Fiction. Speculative Fiction. Ja, weil mit Science Fiction, du assoziierst Leute immer so Raumschiff, obwohl noch viel mehr hört. Raumschiff war an Space Opera, so wie Star Wars oder so. Ich so nochmal Speculative Fiction, weil erstens den Begriff gibt mich seriös gehört vom Literaturbetrieb und zweitens leider, ist das so ein Umbrella-Term für mehr andere Subgenre, weil ich sowieso immer gerne sage, vermischen, passt das gut. Der Gangrän war aber dann den echten Roman an dem Genre, den ob Monster zu Lützeburg publiziert gouf. Oder goufet schon Lützebauer Autoren, die an dem Domain und der geschrieben haben. Ja, mein Kollege Cosimo, den fährt auch viel immer da, den hat auch eine Arbeit drüber geschrieben. Gab es eine Kurzgeschichte-Sammlung an der Sivenscher, Himmel auf Erden. Da waren auch viele bekannte Autoren dran, die so etablierte Autoren zu Lützburg sind, die dann da ein bisschen Science Fiction geschrieben haben. Das waren Sivenscher. Und dann noch kam Langzeit nicht, und dann an den späten 2000er hat ein bisschen angefangen. Mit Luc François, also der dann ein bisschen mehr da ist an die Richtung gegangen. Das war eine lange Zeit ein bisschen nicht lass an der Richtung, obwohl eben den Begriff Science Fiction auch von Hugo Gernsback erfunden wurde, ein Lützbar, also den Amerika geplant hat. Wow, ich wusste das mal nicht. Wie cool. Das Ja, weiß ich auch nicht. Hugo Awards, das sind die renommiertesten Awards an der Science Fiction. Wow, Die okay. sind noch hinbenannt. Ja. Wie cool das Hugo Gernsback. Ganz interessant, da gibt auch ein interessanter Dokumentär drüber, Tune into the Future. Kann ich mal rekommandieren. Ja. Okay, verlinken wir alles an den Shownotes. Du kriegt da ganz viel Not zu lesen, ganz viel interessantes Material, wann der hier für Spekulativ. Ich kriege das nicht raus. Speculative Ich fand Fiction. das super interessant, weil das am Anfang geht es auch ein Hint, dass es vielleicht wirklich kein geschehen. Also bei der Menge Roman geschieht hoffentlich nicht. Einfach selber lesen ging es so. Und dann eventuell auch da Ideen an Kritiken bei uns ändert der Post von diesem Episode geheimen. An einen kleinen Tipp, einfach den Maxim sein Roman holen, an Kabaisie kommen, lesen. Das ist auch schnell gelesen. Also, nein, kurz der Rappel, @minetmashup, da fand ihr also auf Instagram #minetmashup für alle Kommunikation, die da irgendwo an der Welt von digitalen Medien wollt, über das mit uns lancieren. Und dann haben wir ein nächstes Rendezvous, da sind wir schon am April, ja, der März ist ja auch schon rüber, an am April, ja, da stellen wir dann
sämtlich kabaisische an enger Kabaischen op de Kap oder 4 oder so. Los sehr überraschen. Es geht spannend. Maxim, merci, dass du komm warst. Merci auch. Okay. Merci für das flott Merci, Gespräch, merci. Ladies. Dicke merci. Merci. Bis geschwind. Bis geschwind. Bis ganz geschwind. Ciao, ciao. Ciao.